Und da sind wir wieder, Freunde, zu neuen Abenteuern bei Tales of Berseria, obwohl ja eigentlich eher neuen Sidequests und natürlich neuen Expeditionen. So, übrigens ist offenbar doch sehr wichtig, dass ich diese ganzen Expeditionen hier mache, denn ich bin nicht ganz sicher, ich habe mal noch erwähnt, öfters, fast immer schon in letzter Zeit, bezüglich Cameo-Auftritten, war von anderen Tales of Charakteren und aha. Aber bereits. Normeninseln. Hä? Crazy. Jedenfalls, bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, man braucht eigentlich alle, um die Normeninseln freizuschalten. Irgendwie mit den Normen hat zu tun, damit wir da halt gewisse Cameo-Battles noch machen können. Egal, wenn sowieso so weit ist, von dem her. Nur mal so viel, es hat schon seine Richtigkeit, dass wir die Expedition und so vorantreiben. Das passt soweit alles. So, jetzt hatten wir das Problem, dass wir da nicht durchkommen mit diesem roten Dampf da. Ich musste gar nicht nachgucken im Internet, es ist eigentlich simpel. Weil, wo ich hier noch ein bisschen durchmarschiert bin, bin ich plötzlich hier stehen geblieben. Was ist hier? Prüfen und dass ich was am Boden habe. Der Baum ist doch ein bisschen seltsam, auch mit den Früchten und so. Und da steht hier, die rote Frucht ist reif. Wenn du sie versuchen. Hoffentlich ja. Und das ist im Prinzip so. Also hoff's, glaube ich. Doch, müsste eigentlich so sein. Was danach noch recherchiert habe, es gibt hier offenbar verschiedene Dämpfe. Ich glaube rote, grüne, blaue und für ihn brauchen wir halt bestimmte andere Fruchten, die zu uns zu nehmen und dann ist das Problem auch schon gelöst. Also insofern doch noch relativ simpel. Dann nochmal rote. Okay, zurück haben wir wieder einfacher. Da haben wir jetzt blaue, wie ihr seht. Und so komme ich hier durch den Wald. So. Wegen ganzen Sidequests. Im Prinzip haben wir so überlegt, wegen Sidequests. Magilus Sidequest, ist klar, war das mit ihren Auftritten. Bei Asen sind wir noch dabei, Rokuro hatten wir auch durch, Lava setzen wir jetzt auch dran. Aber Elianor und Velvet hatten irgendwie gar keine eigenen Sidequests, wa? Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß natürlich, wir haben eine Quest vergessen. Und zwar die mit Zavida, bezüglich dem Drachen. Aber ich glaube, das mit dem Drachen, das kommt vielleicht sogar eher später. Weil es war, ja, wir haben es vom Level her gesehen, auch so ein Drache, so ein stärkerer Drache. Und es könnte natürlich sein, dass wir das sogar erst nach dem ersten Mal durchspielen machen können. Weil es soll ja noch so eine Art Bonus-Dungeon geben und daher, ja, wie gewohnt, Bonus-Dungeon. Gab es auch bei Zestiria schon. Und daher, jo, mal schauen, was uns alles erwarten wird. Und vor allem natürlich, welche Quests ich überhaupt noch alles machen werde. Was echt mal geil wäre, die ganzen mystischen Arte-Kombos. Klar, jeder von uns hat schon 2 mystische Arte, ist auch cool. Gar kein Thema, aber jeder hat trotzdem noch eine Kombo-Arte mit einem anderen. Das wäre halt doch auch noch ganz hilfreich. Doch, da oben war, ja, da auch noch ein bisschen. Ah! Mann! Jedes Mal aufs Neue erschrecke ich mich. Meine Fresse. Aha. Slamstufe Dingsbumsmonster. Komme ich denn da schon durch, wenn wir es eigentlich direkt gerne machen? Sieht nicht so aus. Mit Umwegen, ja, okay. Und dann darüber. Jo, nee. Dann anderes Mal. Geoboard hat sie auch nichts. Ja, eine Armestufe Rotmonster war. Die mache ich, wie gesagt, auch nur dann alle, wenn ich überhaupt alle mache. Oh, scheiße, ich muss da hin. Ich muss da hin wegen dem Baum. Scheiße. Hey, oder hat sie irgendwo eine gelbe Frucht gehabt? Nee, oder? Ich glaube, so etwas wäre mir dann doch auch... Das sind die blauen. Ja, das sind blaue. Also muss ich doch dahin. Da kann natürlich das Rahmenstufe Rot 4 gleich machen. Na, durch nicht erholt.
Ja, und so zieht es als Hände doch ein bisschen hin, war, was man alles gemacht hat. Aber eben alles machen ist sowieso so ein Ding. Nicht gerade ein Ding der Unmöglichkeit, aber doch etwas, wo man sich sagen muss, ja, alles machen, ist es realistisch? Was war da runter wegen dem gelben Baum? Und den Baum mit den gelben Früchten wohl eher, wa? Mhm. Es kann einen roten gehabt, muss auch irgendwo in der Nähe sein. Ist uns aber egal. An den ganzen Katztruhen und so. Ja, vermutlich gäbe es dann eine Errungenschaft am Schluss oder. Keine Ahnung, was kann es sonst noch alles geben? Wenn man die ganzen Katztruhen aufgemacht hätte. Wir haben nicht mehr viel. Kann man sowieso nur mit Geobar drüben, braucht noch einen roten Baum. Wo hätte es hier eine rote Frucht? Die müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ah, da oben. Gut, Problem gelöst. Aber ohne Geobaum komme ich sowieso nicht weiter. Weil ich das Board nicht nutzen kann und das... Also Geobaum. Nee. Ohne so einen Ehrenpulsader. Um mein Geoboard aufzuladen, komme ich ja sowieso nicht weiter und deswegen, ja. Bringt es eh nix. Nein! Mist. No mercy! Den hinkt halt aber ziemlich schwach. Mal schauen, ich denke in der heutigen Folge das Omega-Elixier noch fertig, im nächsten dann die Quest mit Eisen und dann... Tja. Auf dem empirischen Thron zum Gucken. Ich glaube, sonst haben wir echt keine aktuellen Sidequests mehr, noch überall ein bisschen... Ja, rumforschen, aber noch irgendwo irgendwas finden würde, ist mir auch ein bisschen zu doof. Weil ich glaube, viele Sidequests, oder... Ja doch, viele Quests kann ich erst nachher abschließen. Und falls nicht, es läuft uns ja nichts weg, ja. Insofern... Eine Bonus-Dungeon kann ich sowieso erst nachher machen. Okay, ja, ich glaube, ich habe doch da irgendwie einen roten Ding gesehen, also eine rote Fruchtbaucher. Blau? Was denn hier am... Hä? Aha. Wohl, würde nicht viel Sinn ergeben. Wo hatten wir denn hier? Ah, hier. Ah, ständige Hin und Her. Ist schon ein bisschen nervig. Aber naja, könnte auch schlimmer sein. Ich habe noch Blau Intus. Ist sowieso seltsam, ist aber hier ein blauen, ja, einen blauen Baum, doch kann man so sagen, wenn ich sowieso nur dank der blauen Frucht über durchkomme. Also, die Farbe muss ja blau sein, wenn ich gewählt habe, sonst geht sie gar nicht. Das war also wohl die Abkürzung. Da kann ich eine Abkürzung nehmen. Muss ich sogar für die Frucht... Ach du Scheiße, das muss die Funktion des Geoboards hier bereits durchschaut haben, sonst kommen wir gar nicht weiter. Also durchschaut haben wir sowieso ein bisschen übertrieben.
Nee, oder? Da können wir nicht weiter. Doch, immer eine blaue Frucht, aber da. Aha. So oder so, auf die zwei Optionen war. Dumm ist, glaube ich, nichts. Da wäre noch etwas Rotes. Habe ich denn da oben vielleicht auch noch eine rote Frucht zum Knabbern? Sieht aber nicht so aus. Ah, doch. Boah, wie kompliziert. Alter. Sprung, Sprung, Sprung. Ja, Freunde, das ist der Herrscher des Unheils. Der kann nur so springen, anders geht's nicht. Unter. Unter. Eben noch ein paar Katzpunkte, eine Seelenflasche sogar auch noch, ganz geil. Was? Aha. Wofür ich wohl so einen Pilz brauche. So, welche Farbe kommt jetzt noch zum Schluss? Keine? Das wäre mal ein Wunder. Ich habe jetzt zwar blau, einmal ganz kurz, will ich erst prüfen. Toll. Da ist blau über, aber gelb. Okay, braue wäre eine blaue. Ja, kommt noch nicht raus, was? Stimmt ja. Wo hatte ich eine gelbe? Ne, da war die rote, oder? Ne, da war die gelbe. Wow, da war knapp. Das war so wirklich verdammt knapp. Phew. Ja, so macht's auch Spaß. So. An exorcist. What's he doing here? That's... It's a world tree leaf. We need that for the Omega Elixir. You know of the Omega Elixir? You're no ordinary travelers. I think you can tell that just by looking at us. He seems wary of us. Should we take it by force? No, we'd be at a disadvantage. He looks strong. I could try talking to him. Wait, let me try. All right, Laffy. Do what you need to. Please, sir, may we have that? We need it badly. Sorry, kid. I've only this one. You're so young. Do you really think you can make an Omega Elixir? I have a friend who's very sick. If there's anything I can do to save him, anything at all, I have to try. Did you already gather the other ingredients? No, we still don't know what the last one might be. But I'll find it. I swear I will. My friend is suffering too much. I refuse to give up on him. Take it. Are you certain? Don't you need this as well? I'm an exorcist. Talking to you, well, we're supposed to put the needs of others ahead of our own. You think not of yourself. I would be a poor model were I to deprive you in your time of need. Thank you. By the way, young one, perhaps this will help your cause. I've been studying an old book, and it would seem that the final ingredient is a Moloch's prayers. Unfortunately, thanks to the Lord of Calamity, the Abbey's been losing a good number of Malachim. I've managed to be exceedingly lucky and mine is still okay, but... he will not give me his prayers, even when I command him to. Perhaps you will succeed. I have not faltered in my duties as an exorcist. The world must come before my family.
I'm so sorry, Videl. Now that we know what the last ingredient is, there's just one thing left to do. Hey! I think that might have been Videl's dad. Well, now that you mention it, Videl did say that his dad was an exorcist. If he was the one who borrowed the book from Videl's mother, that would explain how he got here. Damn though, that's cold. Doesn't that mean he was willing to give up on his son? How could he place more value in the Abbey's teachings than on his own son's life? I think he made the rational decision. Remember, he felt that there was no way he could get the last ingredient for himself, so... Yeah, okay, sure, logic. Kids ain't logical. How do you think Videl would have taken this? I'm sure he'd be terribly hurt. Look at it like this. That guy clearly went to a lot of trouble to decipher the book. He would have faced considerable dangers just to get here. Exorcists can't save the whole world. They have to live their lives conflicted like the rest of us. If everyone lived as selfishly as me, the world would be a wasteland. Velvet. I don't disagree, but he knew what he was doing. Am I dreaming this? Is Velvet actually defending an exorcist? Pinch me! I'm only stating the truth. Anyway, if we'd fought, it would have been to the death. Good thing this ended peacefully. Fee, I can't tell you what's right in this situation, but if Videl does die, the sadness will be numbing. I can promise you that. Yeah, but I think even in sadness, hope can spring to life. As long as you keep living. Anyway, we've got everything we need. Let's get back to Videl's house and make the Omega Elixir. That exorcist said the last ingredient was a Moloch's prayers. That's all it is? We're in good shape then. We've got Laphicet and Eisen and Bienfu. One of you can surely squeeze out a prayer or two, yeah? Wollen wir hoffen, dass es wirklich so einfach wäre, wenn gebeten? Ja. Vielleicht ist es so wie in Cestiria, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, wer weiß. So, dann ganz Dinge einsammeln. Ein- und aufsammeln. Yeah. Was gibt's hier noch Schönes? Reinheitsamulett. Sehr gut. Sonst alles cool, alles cool. Was vergessen war, in der Nähe war doch auch die Bergspitzen da. Dann nur gerade Bergspitzen wegen halt der Quest in Zavita, dann müsste hier irgendwie angezeigt werden. Ringe zumindest. Wir haben sonst eigentlich echt nichts mehr, außer eben Titania, ja. Plus noch Venedig. Von Venedig aus kann man natürlich auch das Schiff nehmen, also hoffe zumindest, dass es noch da ist. Ne, warte mal, in Sechsenhafen müsste es sein, genau. Jetzt kann man das Board mal aktivieren, egal. Machen wir das Omega Elixir. We're back! Where's Videl? Oh, it's you, Laphicet. I'm sorry, but Videl's already lost consciousness. But he's still alive, isn't he? Please, let me see him. Videl, it's me, Laphicet. We have all of the ingredients for the Omega Elixir. I'll prove that your translations were correct, Videl. Just wait. Laphicet. He's awake! No, he's just mumbling. That's all he's been saying this whole time. I'm sorry. Sorry, Laphicet. I'm sorry I told you to go away. I really wanted to talk to you more. It's fine, really. That doesn't matter now. You're my friend. There's so much of the world you still need to see. You have to get better, so we can go on adventures together, okay? Huh? Is that...
It's the Omega Elixir. So, it wasn't really a Moloch's prayers. It was their tears. Sweetheart, you're home! I am. But I have no right to be here at this point. I chose to do my duty as an exorcist over the welfare of my own dear family. I won't ask for forgiveness. This isn't something that can be forgiven. Dad? Videl, are you feeling okay? He's fine. A generous friend worked hard to prepare the Omega Elixir for him. The Omega Elixir? Wait, don't tell me your friend is... You helped him, right? I heard that it was you who told him what the final ingredient was. Thank you, Dad. No, son. You have no idea. I... Dad, it's okay. You protected the world in your own way. The one Mom and I live in. The one I want to explore when I get a little older. Son. All's well that ends well, hmm? Hard to believe we managed to actually make an Omega Elixir. That's one hell of an accomplishment. Oh, and here I was anticipating much wailing and gnashing of teeth. Videl turned out to be pretty resilient, huh? Can't you just say good job like a normal person? You're no fun. You did good, kid. Thanks. But I might have given up if not for Velvet's encouragement. All I did was rile you up. I wouldn't call it encouragement. Not you too, Velvet. Anyway, that was a noble thing you did, Laphicet. You really held on to your hope all the way through. Yeah. I just didn't want to give up on Videl. But I don't really think it's worth praising. I haven't felt lost like you have, Velvet. If I had, I don't think I would have been so sure of myself. Perhaps. But I think you'll still have it in you. Even if you ever do lose something dear. Huh? Why? That's just the feeling I get. Look, I'm tired of Eleanor's grumbling, so I thought I'd say something nice for once. Could you not make this my fault? Ach, wie schön. Der betende Malang, eine Trophäe erhalten. Yeah, kann Screenshots aufnehmen. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Wir haben es geschafft, Freunde. Eine weitere Sidequest ist abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Aber ich schätze mal irgendwie... Also mir eigentlich noch fehlen, realer sein soll. Ich sehe noch so eine... Gestalt. Tödlicher Schmerz, das normale, vernichtender Stoß, die zweite. Mystische Arten, die Kombi-Arten. Ja, man sieht hier noch ein Platz frei. Verdammt, wie bekommt man die denn? Würde mich echt mal interessieren. Naja. Schaffen wir vermutlich auch noch irgendwie. Okay. Erstens außergewöhnliche Begegnung. Eine Herausforderung. Echt mal ganz kurz gucken. Nee, das Schiff kann nicht dort sein. Wo ist denn hier? Weitere Gespräche, ernsthaft? I can't get my hands on nectar or a good drink anymore, but thanks to that, I've finally seen the light. I tried drinking lots of different things to help cope with my cravings, and I discovered that a nice cup of tea really does the trick. You can't give kids the heavy stuff, but tea? Kids, adults, the elderly, everyone can enjoy it. That's a good positive point of view. I'm thinking about using my life savings to open a tea shop filled with tea from all over the world. Rather than let ourselves get all worked up panicking over the demons, we'd be better off sitting down with a nice cup of relaxing tea. It'd be wonderful if you sold some tasty pies or cookies there too. I know, right? I need to find some baked goods that go well with tea. Maybe I can find a girlfriend while I'm at it. Well, good luck with that. Thanks.
Speaking of which, are you single? Sorry, think I'll pass. Yeah, figured as much. Ja, Eleanor ist sehr beliebt, wie man sieht. Ja, kann ja weiterfahren, sehr gut. Ich würde sagen, nächster Part dann noch die 2 Gespräche, die es hier offenbar noch gibt. Und dann aber auf nach Titania. Lalala. So. Wieder alles voll geil, wenn man sicher braucht für Titania. Mystische Arte-Kombo vom Feinsten. Levelmäßig, ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht, weil ich bereits mal hochstellen war. Ja, komm, mach mal, ne? Ich bin ja so wagemutig. Ich stelle mal hier auf schwer jetzt. Oh yeah. Und für einen Kampf gegen Artorius, nur wenn ich noch das mit dem 10 Level mehr gemacht habe, dass nachher Level 60 wären, dann würde ich dann vielleicht noch auf hoch stellen. Ich glaube, schwer, da wird schon schwer. Wir werden es sehen. Wie es weitergeht, hier bei Tales of Berseria mit dem Herrscher des Unheils und KOKG. Und bis dahin, tschüss.